Es kan ja bulletin zijn dat ik heb me gewählt, dat ik war van 1. Petrus wat reden. En voor mij, wanneer ik even denken daar en wat de Heer voor ons alle gedaan heeft, ik geloof dat het een wunderschönes ding. En ik geloof dat als wat Petrus ook ervaren deed. Maar ik wil nog hier een beetje van zijn leven reden. Viele van ons, we kunnen hem vielleicht niet zeggen. En dan wisten staat dat als zij zoals we alle zijn. En, maar we ons maar handgeven, dan Gott kan grote wunder doen durch ons. Maar wel weer eens ophangen met gebeden dan, waar we wieder gaan. Voor dem Himmel, ik kom weer voor die, ik zei die dankzij voor das morgen. Ik zei die dankzij voor de schöne gelegenheid, wat we hier waren. Alle Topjinj haben als Geschwister am Herrn und dass wir können die anbeten, die loben und danken für die Wunder, was du für uns getan hast. Und besonders, wenn ich denke an, was uns hat, das Seelenheil gebracht und das als Jesus Christus, dass er wirklich wir an den besseren Kreuzes dort zu gehen. Und dadurch haben wir nun ein Läwendje Hopninj, wo wir können immer abchecken in uns Leben. Und wenn das schwer geht, dann können wir uns erinnern über, was du für uns getan hast. Und dann den Weg aufgemerkt, dass wir nu kennen Gott unseren Vater nennen. Und das ist sehr besonders. Und ich preise dich dafür, dass du das getan hast. Und lieber Vater, wenn ich dann denke an der große Leib, der ist unsprechlich und der du zu uns hast. Und ich bete, dass wir das niemals wollen vergeten. Und ich will nu noch beten für Abraham Zacharies, wo mit seiner Gesundheit und was am kriegt alle fehlt hat, als mir nicht bekannt, aber ich tue das in deine hingeben, lieber Vater und Frau, Herr, dass du musst heilen und du musst die Dinge so tun, dass die waren zum Sehen sein und nicht nur bloß für Arme, aber für Familien, die was da rammen sind, dass die waren deine große Kraft und das sein, was du verarmt hast. Und ich preise dich und danke dir dafür. Und ich freue mich, wenn ich hier wieder reden, ich freue, dass du musst mit mir sein und dass ich kann, das so reden, dass wir alle wollen, die verherrlichen durch dort. Und ich bete mit Danksagung im Namen Jesus Christus. Amen. Die Lichter, die dort so kriegen am Mittag, die sind ein bisschen Trüppel, wenn das mir so gleich in die Uhr dacht. Dann kann ich nicht sehr klar sein. Dankeschön. So ist ich all sehe, ich will reden von Gott preisen, dass ich in meinem Thema gewählt habe, für die Läwendje Hopninj. Und ich habe das 1. Petrus Kapitel 1, von 3 bis 9, und da war ich probieren ein bisschen über zu reden. Und dann war wir sein, dass wir damit dann abgemuntert worden in unser Leben, in unser Deo und uns Freien. Weil wir kicken in diese Welt, da ist so viele verschiedene Dinge, die da angehen und du hast verschiedenste, weil wir horchen, wo das alle wehen essen, anrühren, alle Sorten. Aber wir sind hier in Freid und wir können hier zur Stadt kommen und keiner stört uns. Und das ist von der Somalis, dann dachte ich im Basque an Bolivia und some von den Arbeiter da. Und wo das da ist, ein großer Anruf. Und die Menschen, die sind verreist, wenn die zurückkommen, wird dort aufgehaft und wo sie machen sein, wo sie dann keine Haus kommen oder wo sie da kommen, weil es alle Wege und alles als Tau. Wir hier in uns Land, aber hier wir haben so eine Erfahrungen noch nicht dürfen merken. Und weil wir nicht vergeten, Gott zu danken für das Land und für den Frieden, was wir hier haben. Und wir können wieder gehen. Aber zu Petrus seine Zeit wird das auch so stark. Und das ist noch ein Ding, was wir von der und da auch nicht haben. Aber viele Städten ist es. Hier in uns Land haben wir dort nicht
den Trouble. Aber in der Zeit, da wir sehr viel Gähe stand, und dann mussten die Christen sehr vorsichtig sein. Und so ist es von dir auch. Die Welt ist voll Unfried und das ist nicht viel Leib, spürt sich so. Aber wie durch die 4 Evangelium lesen, dann leben wir Petrus nur kann. Und er hat verschiedene Dinge, was er will. Er will sehr hastig reiten, zum allerweil in Mankpfoten und übernehmen und zum Wiedergehen. Das wir ein Ding, er das leicht. Und er sieht auch, nur leicht wird. Und er will sehr schwer reiten, zum dort Dinge tun. Und aber er will auch einer, der noch leicht zweifeln wird. Und dort sagen wir, und da sind ein Teil Städten, was ich gerne erwähnen, aber eins sagen wir in Matthäus 14, von 30 bis 31, der wird Versen. Und ich würde lesen. Und das sagt, Oberaus hei, den Wind sagt, ward am Angst. Und funk an, unterzugehen. Dann schrie ich, Herr, rat mir. Jesus streckt seine Hand uit und kreeg am te hoolen und sagte am, O Mensch, du hast einen kleinen Glauben. Woran zweifelst du? Sie wollen das sagen, da wir weiten dort, Petrus und wir haben die Bücher gelesen, das ist bekannt damit. Wir weiten dort, wenn Jesus dort über ein Boot gefahren wäre, und er fuhr da durch eine ganze Gruppe Menschen, und da sagt er zu den Jüngern, nu fort ein Haus. Und ich weiß das nicht, ob einzig Läwendje hatten dann vielleicht mehr Zeit versäumt, dann wäre nicht in der Zeit gefahren, aber das ist der Punkt. Die fuhren, die gingen in die Lahmen, da fuhren sie, da wollen sie zurückfahren, oder der andere sieht, vielleicht noch Kapernaum und dahin. Und dann ist es aber bemerkt, ob die Licht wären, dann wird ein großer Sturm. Und dann scheint es so, sie würden untergehen. Dann stelle ich mich vor, und wir wollen alle daran denken, wir gehen noch in diese Welt und wir sind manchmal in Lebensbahnen, wo die ziemlich große Schwierigkeiten sind. Und wir wissen vielleicht nicht, das ist nicht groß, dass wir hier am Wasser sind. Aber außerdem, da sagen kommen und dachten sie, da käme ein Jeft. Wer wird das erste reiten, was sei? Da wir Petrus. Er sagt, Herr, wenn dort du bist, dann sei mir, ich soll kommen. Jesus sagte, Petrus, komm. Mit dem Boot zurück und dann ging ich auf dem Boot auf. Das ist erstaunlich, was schaffen die. Aber damit einmal der Wind über, und dann wird ihm eine Angst, und dann wir sehen, glauben, was er Rots gesehen hat, was er kann tun, dann zweifelt er und dann fängt er an, das Wort an zu sinken. Und Jesus wird dich bei genug und regt die Hand zu haben und halb ihm, und dann gingen sie zurück in die Lamm. Wofür geht uns das so steht? Weil wir so steht auf dem Weg sind, in die schwere Zeiten gehen, dann wundere ich, wofür geht uns das so steht? Und was sagt das zu uns? Weil wir da stillholen und bekicken, was das sein wird. Da sei wie, das Petrus, der wir Kriegsmenschen wie. Aber wenn er sich hergeben wird, ganz, Gott kann sehr große Dinge durch am tun. Und Kriegssekunde auch durch uns. Dinge tun, die da sehr wichtig sind. Und da sind verschiedene Versen, wo ich bekicken will, als ich mir das reinmerken da, und ich konnte euch alle brücken. Aber Lukas 22, Vers 60 durch 62, dort redet sehr von diesen Dingen. Und dann ist mir das sehr wichtig, was wir
wir kennen doen und was wir von dit können lernen. Und ich möchte uns alle abmuntern und dann, dass wir davon lernen können. Noch eine andere steht, wo dort so ramkommt, dann weit wir dort alle, dann ist dort die Zeit kommt, dass Jesus wird festgenommen und sie laden am da hin und laden am da und dann wird da für Pontius Pilatus oder vielleicht auch bloß bei den Pharisäern, ich weiß nicht, gekriegt wird wir. Und was er da wird da ein Haufen, da sorten verschiedene Menschen und hatten da ein Vier, das muss sein, eine kalte Zeit gewesen. Und dann zeigte die hatten da Vier und die wurmten sich da alle. Und Petrus ging und so da besiegt, mankte alle. Und dann mit einmal kam da ein Frühmensch gegangen. Und dann sagt sie, du bist auch einer von denen, was er mit Jesus will. Dann, was sagt er? Er sagt, no, sehe nicht. Bald wieder ein anderer Mann, dann sagt er zu ihm, ja, ich weiß, du wirst doch einer von denen. No, sagt er, ich sehe nicht. Und dann das dritte Mal, dann kam noch ein anderer Frühmensch, und da war es einfach verdrießlich und doll und seht ihr, und einste Menschen sagen, er pflegt, das war ich nichts dort sein. Aber dann seht ihr, no, ich will nicht und ich weiß überhaupt nicht, von was die reden. Jesus hat ihm gesagt, rutzt den Ofenfeuer dort, oder kriegt dann, er sagt, von Eier der Hund krähen wird diese Nacht, wo du all 3-mal mich verloren hast. Und dann, als hij dit zum dritten Mal deed, dann krijg de Hund und er komme verstellen und checkt Jesus am Ohren. Und dann sagt er da an Lukas, dann fall am bei, was Jesus zu ihm gesagt hat, und er ging gerührt und er hielt, sei er. Ich glaube, dass wir eine Zeit, wo er wirklich das seinen deed und vielleicht sich ganz abmüht und sich handjeft, zum Jesus sein Aufall zu sein. Und dann, weit was Jesus abstunden deed, und da sind bald mehr Dinge zu sein, und wir haben ein paar gewählt. Und das Jesus abzustunden wir, und dann sei da alle wir und huckten der Taub, und dann mit einmal wird gesagt, nu wird ihr abgestunden, nu lebt Jesus, und sei Petrus und Johannes wären beide gewesen, sie hatten gesehen, dass das Grab ladig war. Und da gingen sie träge, lüden da, und dann, aber mit einmal sieht Petrus, ich gehe waschen. Jetzt, wenn es so scheinbar wie als wenn abgeben deed. Er sagt, ich gehe waschen. Und dann sagen mehrere von denen, ich glaube, sie wären Erde sehen, und sagen, wie kommen wir? Und sie gingen. Und was passiert? Dann kam Jesus durchgegangen, auf bekannt mehr, und hat er da ein Vieren und ein Fleischbroten, und er redet mit an, und eine längere Geschichte. Früher hast sie nicht geessen hatten, und diese Dinge. Und was sie da dann nicht alle mit Jesus gegessen hatten, das wir alles heil wir vom Tod abgestoßen. Dann früher Jesus Petrus 3-mal, und ich will nicht jedes Mal erwähnen. Aber da früher haben 3-mal hängen an, und das lesen wir in 1. Johannes 21, Vers 15 durch 17. Da früher liebst du mich. Und er, als ich sage, er deed das 3-mal. Und Jesus sagt, ja, ich da. Und er behauptet, er sagt, du weißt, dass ich da. Und Jesus hat jedes Mal ein Wort für ihn, dann wird er dann sagen, dann go und werd meine Schub. Ich glaube, dort wir noch einmal, wo Jesus, oder wo Petrus sich sehr verregnen deed und sehr wundern deed, und wo er vielleicht sich ganz hingeben deed in sein Leben. So, da sind wir dort, wo wir wieder gehen in Apostelgeschichte. Und dann hat Jesus dann gesagt, sie sollen da in Jerusalem alle bleiben, und sie sollen da sein, und sie sollen da lernen.
wat der Heilige Geist wird kommen. Und dann kam der Heilige Geist über die ganze Gruppe, und das sagte wir in ungefähr about 120, da kam der Heilige Geist über. Und dann von da an scheinbar da reden die Menschen mit verschiedenen Sprachen. Einige sagen, reden mit Zungen und das können sein, ich weiß nicht wo, aber das Hauptsache, dass die mit verschiedenen Sprachen können reden, die Menschen verstanden sich. Das ist mir sehr interessant. Und dann, als sie da alle taub wären, dann mit einmal dann stund Petrus ab. Er war die Erste. Dann stund er ab und dann predigte er das Evangelium. Da kann es sein, weil wir kicken da, was ich ein klein bisschen erwähnt habe, von seinem Leben, wo er durchging, und dann, wo er doch immer noch ein bisschen laut ich sein selbst und ich verstehe das und ich weiß das und das ist es waren und ich kann die Dinge abreden. Aber nu wäre die erste Reit zum Abstehen und das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Und er deed das. Und dann sagt er da, und das sagt er wir Pfingsten, und dann als er predigen deed, dann bekehrten sich da in eine Botschaft 3000 Menschen. Ich habe uns dort verstanden, wo das ist, und wir haben nicht alle seine Goal willst. Jesus hat gesagt, ab diesem Stein, und Petrus wird Stein genannt, und das ist nicht unbedingt gesagt, dass Petrus wäre, ab dem er das wurde, aber er sagt, da wo ich mich nicht wegführen. Aber wenn wir ein klein bisschen Stall holen und checken, ne? Und wir würden in Apostelgeschichte 2 gehen und dann werde Daily Bread gelesen haben, die Worte von Delson Myers gelesen haben. Wo viele verschiedene Menschen wären der Taub von verschiedenen Ländern und verschiedenen Sprachen und die wären sehr verwundert, dass sie alle ihre Sprache hören würden. Und Petrus predigte da und dann sagt er, da wären da 3000 Menschen, was sich bekehren. Na, die gingen in ein Haus und dann haben die nun hier noch einmal, wenn ich das lesen da, dann haben die das Evangelium wiedergedreht. Das macht mir dann verken denken, na, wenn wir das Evangelium hören und wir hören die gute Nachricht, was wir durch Jesus Christus haben, sind wir sehr mutig, zum dort wiederdrehen. Ich glaube, das ist, was Jesus wird wünschen, und er sagt, wir sollen gehen und wir sollen sein, was Jesus für uns getan hat. Und ich wünsche, wir tun das alle. Weil es ist viel, viel Arbeit, und es sind viele Menschen, die da leiden tun über sehr verschiedene Wege. Und ich möchte, dass wir würden alle reich sein und willig sein, dort Evangelium mit zu bringen. Weil wir dann wieder kicken down in Apostelgeschichte im 10. Kapitel, wir weiten, dass Petrus ein bisschen Trouble mit hat, aber dann hat er eine Vision. Und dann sagt er, dass ein Lerchen kommen vom Himmel raufkommen und da wären allerhand andere Dinge bei Tieren zum Eten. Und dann sagt der Herr, nimm, schlacht und Art. Und Petrus sagt, oh, no, das kann ich bloß nicht tun, weil ich kann noch keinmal ein unreines Fleisch geben. Und da sagt Jesus zu ihm, was ich gereinigt habe, du dort nicht rein mehr. Dort lesen wir in der Apostelgeschichte. Und dann kriegt da im 10. Kapitel, wo wir da wieder gehen, dann, als er mit dit alle kämpfen deed, da bei einmal deed er weer ohne der. Und das wir bei Simon sein Haus. Und Petrus wir dort beten, deed er beten. Und dann ist einer der ging, da standen da was Mana, und von wo kamen die?
die kamen von Nikodemus. Und Nikodemus war nicht ein Jude. Und dann kriegten die ihm an. Und dann sehen sie, dass Nikodemus hat einen Engel gesehen. Und der Engel hat ihm gesagt, er soll nach Petrus schicken. Und Petrus soll kommen, das Evangelium mitteilen. Und Petrus steht. Und dann ist Petrus dort das Evangelium predigen, was hat Nikodemus getan? Er hat all seine Freundschaft, Familie, die alle taub gekriegt. Wie viele Menschen da was sind, das sagt das gar nicht. Aber das sagt, die bekehrten sich alle und leiten sich taufen. Weil dort wird der Anfang von der Kirche, manche Nicht-Juden. Das wird der Anfang. Dann haben wir viele Geschichten, Apostelgeschichten, wieder durch im Testament, wo Paulus und andere. Aber Jesus hat sein Wort geholt, was auf diesen Stein, wo ich meine Kirche bin, und nun hat in Jerusalem angefangen, und die wir gegangen, und die jemand, die Nicht-Juden, alle werden. Da wäre eine sehr große Arbeit, was da gewonnen wird. Wir wollen wieder gehen nach 1. Petrus. Und da wollen wir uns was Versen bekicken und dann wollen wir uns verlesen und dann wollen wir sehen, was der Herr durch Petrus zu uns sagen will. Aber noch ein Vers zurückweg gehen und das ich sagen, dass Petrus hat viele Erfahrungen, was er gemerkt hat. Und wenn wir kicken dann, weil wir die Apostelgeschichte lesen, da wollen wir sehen, wo er da im Gefängnis wäre in seinem Glauben. Am wir in die hängen und so sagt das, sein da was zu sein, dann was zu haben, da wären das vielleicht so eine breite Bull und der bekannt und da wäre Lachen angemerkt und dann wo sie in Holz konnten sein und dann eine hier von oben und dann die hängen mussten, das ist dort sein und die wären hier dann auch zur Top geklammt und so musste er dort eine Nachtaub bringen. Weil sie wollen am, glaube ich, tot merken. Was passiert danach? Dann kam der Engel dahin und dann fällt das alle weg und Petrus stund ab und die deren werden alle zugeschlossen und wenn sie bei der kamen, dann ging der auf und so bat sie bei bittere Gefängnis und Ängste aufwären und was tat Petrus? Dann sah der Engel Arm da oder Leute Arm da und er ging auf und er kam nach der Stadt, wo die Christen alle am Gebet werden. Dann verteilt er, wo er wieder frei geworden und dann sagt er, dann ging er nur an einen anderen Platz. Wohin, weiß ich nicht, aber das sagt er doch nicht. Aber das wären Dinge, und so kann ich mehr abreden, was sie erfahren haben. Und dann sagt er in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3, dann sagt er, seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was wir zum selig worden in ein fremdes Leben brücken. Dadurch, dass wir den Tannen leiden, die uns so viel Gute zukommen leid, dass uns zu seiner eigenen Herrlichkeit berufen hat. Das ist, was Petrus Luther sagen wird und was heute die Menschen sagen wird. Und dass Gott uns zu seiner eigenen Herrlichkeit berufen hat. Und dann in 1. Petrus Kapitel 1, in Vers 3 und 4, das sagt, Luft unseren Herrn Jesus Christus, sein Vater, will sein Mitleiden wir so groß, dass er uns nie geboren hat zu einer Läwendje Hopninj. Dadurch, dass er Jesus Christus vom Tod abwürgt und zu ein Aufgabe, dort nicht vergonnen oder verwalten kann, dort für uns im Himmel bewahrt wird. Einzige Übersetzungen sein, dass Gott sagt, ich werde das holen. Wenn wir uns das vorstellen, er sagt, eine Läwendje Hopninj. Und das sind ein paar Dinge, die ich sehr denke, was uns sehr allerwichtig sollen sein. Und er sagt, dass er so ein großes Mitleiden mit uns hat. Die Sünde hat das alle verdorben, die hat die Welt sozusagen ganz verdorben. Und nun hat Gott uns durch Jesus Christus nie geboren. Das Körper ist noch krank, der wird mal wieder.
aber uns Geist ist nie geboren. Wir sind dort aula, sind wir aufgestorben. Und dann, nu haben wir dort nie Leben. Wenn wir uns bekehrt haben und wir haben Jesus angenommen, dann ist das aula nu wahr. Und dann sagt er, zu eine Läwendje Hopninj. Wenn wir von einer Läwendje Hopninj reden, das ist nicht something, das wir uns wünschen oder wie sie denken, na, wenn es so oder so kann sein. No, das sagt eine Läwendje Hopninj. Und der ist im Himmel. Und was sagt das wieder? Dort Jesus Christus ist vom Tod abgestanden und der wird das zu holen, das Gott der Vater, der wird das zu holen für uns. Und dann sagt er wieder, weil wir wollen wiedergehen, da wo wir sein, was Petrus wieder zu sein hat. Aber ich glaube, was hier sehr wichtig ist, zu erwähnen, das sagt er, nie geboren. Wieviel meint er zu uns? Nie geboren. Und dann sagt er, dass er wird durch, weil er vom Tod abgewehrt. Du musst nicht erwähnen von all dort Lieden und von all den schweren Tiden und Verspottenen, was er alle durchging. Ich meine Jesus, was er alle durchging, ehe er am Kreuz ging. Und dann ist er am Kreuz ging, und ich stelle mir da vor, wo sie am verpriegeln deiden und dort alle, und was dort macht und den Körper von der Weide gejeft haben. Und dann die Nährloten, die schlagen und da am Kreuz hängen, für all die Stunden, wo er deid. Ich kann mich euch vorstellen, wo das macht gewesen. Aber eins weiß ich, das wird nicht eine leichte Sache. Und da sagt er wieder, will Jesus vom Tod abwerten. Denn was meint er, wenn er sagt, vom Tod abwerten? Das erste Part, was ich kurz erwähne, dort wird der Preis für die Sünde. Dort wird die Strafe, was der Sinn soll haben. Und Jesus kam und heilberg sich an und lässt sich bestrafen für die Welt ihrer Sünden. Und als er dort deed, und da steht alle eewje, und dann da mit der grote Weide am Kreuz zu hängen, dass wir alles Straf für die Welt ihrer Sünden. Und ich las ein Buch und ein Schreiber, und der braucht das dann mit diesem Wort. Der Feind sich sagt, nu haben sie mir schon Graf gelegt haben, dann sagt der Feind, nu haben wir gewonnen. Das habe ich gemerkt. Aber dann 3 Jahre later, da stand Jesus ab. Weet je, der Schreiber sagt dann, wieder und dann, sagt er, ging der böse Feind, trägt nur seine Engel, und dann sagt er, wir haben verspielt. Wir haben nichts mehr. Jesus wird abgestanden, hat dem Feind alle Macht genommen. Aber dann sagt der Feind zu seinen Engel und seine Gäste, was immer, sagt er, wir haben bloß noch ein Ding, was wir können tun, an den Menschen erdenken schaffen. Das mir ein Teil sein zu mir, als ich das Buch lesen deed. Und wo das schaffen wird, und Krieg so schafft das mit uns. Wo fängt Dinge an in uns Leben? Wo ist das alle? Das fängt alle an, wir fangen an zu denken. Und wenn wir das Denken nicht kurz festnehmen, dann geht es gleich lang, da fangen wir an von zu reden. Und dann geht es auch nicht sehr lang, da fangen wir an Dinge zu tun. Es kommt alle von dem Denken her, und das sagt dass der Feind dann sagt, wir haben bloß noch ein Ding. Und das mit den Menschen erdenken zu schaffen. Dann wenn wir wieder gehen in Vers 5, dann sagt es, und Gott in seine Allmacht wird nur sein, dass die dort sicher ankommen wollen und dort Heil kriegen, weil sie an Jesus glauben. Dort Heil soll an der letzte Tag offenbar werden. Na, wenn wir kicken dann, und das ist ein besonderes Ding, ein sehr klares Bild,
wo wären, Gott dit für uns alle dat. Und ich will nicht lernen nur noch antworten, aber wenn ein Kind wird fragen, was würde ihr sagen, wo wären? Und das ist sehr einfach, weil es die glauben und ich kann sagen, will es wie glauben. Dort wir, wo wären, Gott hat das, weil es wie glauben an Jesus Christus. Wir glauben, dass er für unsere Sinn gestorben ist. Wir glauben, wenn wir bekannt haben, unsere Sinn bekannt haben, dort wir Vergebung haben. Und dann vertrauen wir dort. Das ist das andere Ding. Aber weil wir glauben, sagt, dass hier durch wären, hat Gott das für uns getan. Und durch wären wird Gott nur sein, dass dort wird für uns bestehen bleiben und dort wieder wollen ankommen. Was wir nu machen, dann müssen wir horchen. Was der Helge jetzt reden. Sei wir gehorsam? Es steht nicht ein großes Wunder, es steht nicht der beste Friede, dass wir in dieser Welt haben, wo so viel erreicht wird. Und es steht, checken, was da alle Vertrauen angehen, dann checken in Gott, was da noch sein, dass ich wo da ankommen, dass die da alle wollen ankommen. Ich glaube, das ist das ganz beste Ding, was wir können finden und was wir können haben, was wir nur dort checken, was Gott für uns getan hat und wo er uns gerade und gereinigt hat von der Sünde. Und dann nu bete ich einmal und ich frage auch, dass die wollen beten und weil wir uns taubstehen und weil wir sein, wo viele Menschen, die noch nicht das Heil haben, dass wir die können, dort Heil, dort Wunder wiesen, was Jesus für uns getan hat. Da sagt er im Vers 6, sagt er, da wäre sei die Frau, wenn die hier auch noch ein Stoakj durch Lieden gehen machen. Yes, so ich all sehen today, Tite, wenn sagt, da wären, dann, was meint wenn redet von da wären? Das ist, wenn das wo in der falsche Aufhang, das ist diese Sache falsch, wenn sagt, da wären, das meint, du hast all was vorab gesagt worden oder getan worden, dass er sagt, nicht da wären. Und ich sehe den Trotz, dass Jesus uns nie geboren hat. Und andere Dinge, was wir können, wir haben den Heiligen Geist nu, der mit uns reden wird. Und dann sagt er hier, da wären. Da wären, sie die Frau. Und ich hoffe, dass wir sind alle Frau. Ja, die Dinge, Umstände, die merken uns nicht immer alle Frau. Aber am Geist, hoffe ich, dass wir alle sehr Frau willst. Dort, was wir hier durchgehen, dann dort ist man Stoakj. Dort wird nicht sehr lang dauern, dann steht alle. Und dann, Vers 7 geht er wieder und sagt er, geschickt wird, dort zu reinigen. Und das meint Jesus. Und zu seinen Wohlacht dort ist. Jün Glauben ist bei Gott viel mehr wert als Gold und Silber. Na, er redet von Gold und ich habe hier vielleicht somebody gelassen, sagt man mir so. Aber er sagt, dass Jün Glauben ist viel mehr wert als Gold und Silber. Und da wären, wo wir durch Dinge durchgeschickt, und dann da wären, haben wir Troubles einmal, oder wir sind durch Schwierigkeiten gegangen, bloß zum sein, wo achten, worin uns Glauben ist. Und dann dort ist noch ein Ding, wo wären. Und dann sagt er, so aus Gold und Dinge durchgeschickt worden, durch ein Vier. Na, wer dort kann, der weiter, dort man eine gute Herd haben, auch noch eine rechte hat, als wird das schon nicht alle rauskommen. Und dann sagt er, dass uns Glauben wird er beprobt gestellt worden. Und dann sagt er, dass uns Glauben als viel Herrlichkeit, und das soll uns viel Herrlichkeit geben, das soll uns viel Herrlichkeit geben, in die Dinge, wo wir daran denken. Aber dann sagt er wieder, dass Jesus Christus wird gelobt worden. Dass der wird gelobt worden und der wird
die Ehe kriegen für dort, was er für uns getan hat. Und dann geht er wieder und dann sagt er noch einmal, so aus Gold, ans Glauben wird gestärkt dadurch. Und dann sagt er, so aus Gold, durch im Feuer gereinigt wird uns Glauben gereinigt, durch dem, wenn wir auch noch mal machen, ein bisschen durch Leiden gehen. Und ich möchte, wir können Gott wirklich alle danken dafür, wenn wir durchgehen und nicht rumgehen aus dem Trühe und sagen, no, ich mache das noch weiter alle. Wir wollen Gott danken dafür, dass er uns wirklich eine Ehe jeft und dass er das lässt kommen, um uns zu reinigen. Und mein Titel ist alle, ich muss abhören, aber sagt das, und wenn die Jesus auch nicht gekannt haben, die sind doch gut. Und wenn die nur nicht seinen, da werden die doch an. Und die sind nu al glücklich en de grote Freid, die direkt vom Himmel kommt. Heute sprach die Christen hier sehr Motto, und da sind wir auch manch, dass uns Motto sprechen wird, dass wir sollen da nur kicken, und da werden wir leben und froh sein, was wir durch die schwere Zeiten durchgehen, weil wir uns nicht trüren durch Ewa, wenn wir machen durch Krankheiten oder durch Schwierigkeiten gehen. Nur Gott hat das bloß zum uns reinigen und zum uns Glauben stärker machen. Und ich habe ein klein bisschen erwähnt von Petrus, was er erfahren hat. Und sein Glauben wird groß und wird stark. Aber wollen wir noch zum Schluss beten, aber wir hier abhören. Dankeschön, lieber Vater, immer weiter, weil wir uns das verholen, was du für uns getan hast. Dass mehr als uns Verstand begreifen kann, aber ich sein von Herzen dankbar. Aber wir von hier gehen, von der ich bete, Herr, dass wir wollen wirklich können, freilich sein, und dass Menschen dort wollen sein, und wenn die Gelegenheiten kommen, dass wir wollen mit Menschen zu beten und ihnen verteilen, was du für uns getan hast. Und ich bete mit Danksagung im Namen Jesus Christus. Amen.